Ja, es gibt so Dinge, die hätte ich gern. Aber danach darf ich erstmal nichts mehr essen. So stark bin ich noch nicht. Ja, hallo, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, heute kommt Afjuspeck, der zweite Teil. Ne? Erinnert ihr euch noch, ich bin hier bei diesem Verein, ne? Da, diesem. Ne? Und heute ist Tag 28 und ja, aber bevor ich euch jetzt meine Erfolge zeige, erzähle ich euch erst noch mal was anderes. Theoretisch könnten Sie jetzt sagen, man sieht den Kerl immer nur im Wald. Ja, das ist dem geschuldet. Ich sehe nun mal hier im Wald am liebsten, ne? Weil hier hat man seine Ruhe. Und ja, macht Spaß einfach, die schöne Natur zu sehen. So, jetzt kommen wir aber einfach zu den Fakten, die ich Ihnen jetzt mal aufzeigen wollte. Wenn Sie sich nämlich wirklich wahren sollten, boah, warum bin ich so kurzatmig? Wahrscheinlich, weil die Jacke irgendwie zu eng ist, keine Ahnung. Wenn Sie sich wirklich mal darauf einlassen wollen, abzunehmen, ne, und wollen das auf die ähnliche Art und Weise machen wie ich, werden Sie ein paar erstaunliche Sachen feststellen. Ne? Also wie praktisch, wenn Sie die Nahrung ein bisschen verändern, Ihr Körper darauf reagiert. Beschreibe ich Ihnen. Das Erste, was Sie nach einer gewissen Zeit feststellen, Sie fühlen sich vom Körper her fitter. Okay, ich bin auch fitter, allerdings nicht so bekloppt, dass ich jetzt schon auf solche Geräte rumturne. Also das ist das Erste, was Sie feststellen. Das Nächste, was Sie feststellen, auf einmal fängt Ihr Gehirn wieder an, anders zu arbeiten. Das heißt, Sie sind belastbarer, stressresistenter und an manchen Stellen entwickelt sich so ein richtiges Leck mich doch am Arsch-Gefühl. So, Sie werden feststellen, beim Young Moins auf der Ware entwickeln sich Endorphine. Endorphine, für die ihr nicht wissen, das sind sogenannte Glücksgefühle. Na, die machen das Gehirn praktisch strubbelig und man fühlt sich gut. Jetzt sagte ich gerade was von Nahrungsaufnahme ändern. Also machen Sie sich keine Sorgen, Sie müssen da keine Klimmzüge machen. Bei mir war es auch nur eine Kleinigkeit, die ich mir angewöhnt habe. Dinge, die ich zwar mag, aber eigentlich nie darauf Wert gelegt habe, habe ich jetzt mit reingenommen, weil, also in mein Nahrungsrepertoire, ne, weil es gibt legale Mittel und Wege, bei den bereits erwähnten Punkten von Weight Watchers zu tricksen. Einer davon ist, ess Obst oder ess Eier. Ne? Also beides 0 Punkte. Ne? Kannst du reinknallen, so viel wie du willst. Wie gesagt, das sind legale Tricks. Ne? Genauso Hühnchen kannst du dir reinknallen, angebraten bis zum geht nicht mehr. Ne? Zählt nur der Esslöffel Öl, den du dabei tust, für einen Punkt. Ne? Ja, aber wie alle legalen Vorzüge, Positives mit sich tragen, hat es auch so kleine, ich will nicht gerade sagen negative, aber doch, ja, Dinge, die da mit sich kommen. Das ist bei mir dann zum Beispiel, ja, also jeder Mensch muss ja ab und zu mal, ne, so am Finger jetzt so rumbekommen, ne, also einen fliehen lassen. Ne. So, also vorher habe ich ja nichts von gemerkt. Ne. Also irgendwann ist man sich selbst ja gewöhnt und da trüscht man nicht mehr. Ne. Also war höchstens so, dass meine Frau dann abends im Wohnzimmer gesagt hat, oh ne, mach das Fenster auf. Ne. Aber so habe ich nichts von gemerkt. Ne. Ja, jetzt sage ich nochmal Obst und Eier. Ne. Ich kann euch sagen, ich kann mich seit Mitte der ersten Woche selbst nicht mehr riechen. Ja. Das wäre eine Veränderung, die da mit sich kommt. Aber ich finde die ja nicht so schlimm, ne? Weil man kann ja den Raum wechseln, ne? Oder das Fenster aufmachen. Oder auch immer. Das nächste, was auffällt, ist meine Hosen. Ne? Ja. Es ist schon fast ein Jochtelloch, sage ich nur. Ne? Also auf der alten Stellung fängt die an zu rutschen. Ne? Oder wenn ich in die Wanne gehe. Ne? Ich hatte so einen Punkt, eine Markierung. Hatte ich oft an der Wanne, ne, wo ich sagen konnte, bis dahin lässt das Wasser laufen und dann setzt dich rein und hast du, ne, bis zum Rand Vollbad. Ne. Keine Ahnung, beziehungsweise für all diejenigen Wasserverschwendung, nein, ich bade nur einmal die Woche, ist so mein Sonntags-Ding. Ne. Ansonsten dusche ich, ne. Auch immer nur ganz kurz und ich hoffe, ihr seid jetzt beruhigt und lasst mich in Ruhe. Ja, also wie gesagt, ich hatte dann eine bestimmte Marke, die habe ich dann immer angepackt mit Wasser. Und heute habe ich mich reingesetzt. Also ihr merkt, wir haben heute Sonntag, ne, für die Logiker unter euch. Habe ich mich reingesetzt. Und da fehlte was. So. Ja.
Also das sind so kleine Erfolgserlebnisse neben dem morgendlichen Gang auf die Waage, von denen man profitiert, von denen man ordentlich was mitnimmt. Also ja, jetzt endorphinmäßig, ne, habe ich ja vorhin beschrieben, ne, egal in welcher Form und durch was ausgelöst. Und ja, mich spornt das Ganze an. Wie gesagt, Tag 28. Ich zeige euch gleich mal, wo ich gewichtstechnisch stehe, was ich in der Zeit geschafft habe. Und ja, an Obst habe ich mich inzwischen auch ordentlich gewöhnt. Damit kriege ich einen halben Tag rum, bevor ich irgendwas Festes esse. Toll, macht mir Spaß. Ja, und vielleicht ist das ja auch was für euch. Aber wartet mal ab, wie ihr denkt, wenn ihr dann seht, was ich in 28 Tagen, ach, ich muss ja da hingucken, das kann man, was ich in 28 Tagen auf der Ware hingekriegt habe. Bis dann. Sag ich, Madet, jo. Nee, so weit sind wir doch noch gar nicht. Ich wollte euch doch noch das Eisbockheim zeigen. Seht ihr jetzt zwar nicht mehr ganz so doll, weil inzwischen ist dunkel. Was ich noch anmerken darf, ich bin jetzt seit dem ersten Tag, ne, also seit ich angefangen habe, am 1.1., jeden Tag mindestens 15 Minuten, wenn nicht so ja eine Stunde spazieren hier. So, und jetzt zeige ich euch am Computer, was das ausmacht. Ich denke doch, nach der Zeit ist das hier ein schönes Abschlussbild. Ihr seht, womit ich angefangen habe, ihr seht, wo ich gerade stehe, wo immer noch mein Ziel liegt und hier, da. 28 Tage, 4,1 Kilo. In dem Sinne, wer es jetzt noch nicht kapiert hat und selber auch was tun will, der hat es verpennt. In diesem Sinne, macht es gut und habt einen schönen Tag.